Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Kochen und Essen, das ist ihre Leidenschaft. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Christina Egger aus Zielschlacht im Thurgau. Aus Bus im Basuland die Caroline Schweizer. Anita Mosimann aus Affoltern im Emmental. Auch dabei sind Conny Hildebrand aus dem zürcherischen Tüfen, Karin Caminada aus Almens im Bündner Domleschg, aus Rickenbach im Kanton Solothurn die Katrin Kisling und aus dem Muotatal im Kanton Schwyz die Yvonne Heinzer. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Die Felswand gibt dem Hof den Namen. Da wohnt die Yvonne Heinzer oder, wie man hier im Muotatal auch sagt, die Weisswand Yvonne. Heute ist die Jüngste mit Kochen und Bewirten dran. Wichtig ist ihr Yvonne, neben ihr soll noch Geissen glänzen. Ich kann unter Druck eher besser arbeiten. Weder, wenn so, ich weiss, ich habe jetzt eigentlich nicht etwa 5 Tage der Zeit. Ich, ja, das mag es schon noch geben. Aber wenn es dann gilt, dann muss es laufen. Also, und da sind dann manchmal die ringsum, sind auch die Leidtragenden. Aber wenn alles organisiert ist, dann geht es auch. Das scheint bei der Yvonne der Fall zu sein. Die Landfrauen sind unterwegs Richtung Muotatal. Die strenge Jury glaubt zu wissen, was bei der Yvonne aufs Dauer kommt. Also sie hat schon auf der Geissen. Ja. Ich denke, eins von beiden wird es geben. Es wäre mal interessant, Geiss zu essen. Geht sie? Geht sie? Ja. 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 Schneefleisch das letzte Mal, gell? Die Yvonne weiss, dass sie die Frauen mit dem Fleisch nicht überrascht. Genau. Das Menü heute hoffe ich, dass es ein bisschen erwartet wird, weil es ist ja Gizzi-Pfeffer, dazu gibt es Polenta und Bohnenbündeli. Ist von uns ein Geiss und ich denke, wenn es ein bisschen überlegt gibt, wissen Sie, es gibt Schafe oder Geiss. Auch was es als Beilage gibt, ist für die Landfrauen klar. Ich glaube, es gibt Gümmel. Gümmel! Hülsengümmel! Gümmel! Irgend sicher, ganz sicher etwas eben aus diesen Herdöpfeln. Sie hat, glaube ich, sehr gerne Herdöpfel. Herdöpfelstock. Ja. Zur Hauptspeise muss es Herdöpfelstock oder etwas mit Herdöpfel geben, weil Gümmel ist das zweite Wort, das sie sagt. Ja, genau. Das jedes Mal. Musst du etwas mit Herdöpfel ja, sein? es kann Gnocchi sein, Herdöpfelstock, irgendetwas mit Herdöpfel. Das sieht aber nicht wie Herdöpfel aus. Ja, jetzt gibt es keine Gümmel, es gibt Polenta. Ich hoffe, das kommt auch gut an. Es passt einfach gut zum Pfeffer. Darum Polenta. Wie gut dass es passt, beurteilen die Frauen beim Essen am Abend. Zuerst ist aber Aperozeit, da oben auf 900 Meter über Meer. Junge Schule. Hallo, Christine, freut mich. Ganz schön am Hügel oben. Hi. Schön hier oben. Die Ankunft mit diesen Treicheln, ich liebe es. Es gibt glaube ich, wirklich nichts, was ich schöner finde, als die Treicheln. Ich finde, das ist für mich Heimat, wenn ich die höre. Also die Ankunft bei der Yvonne, die war Hammer. Die Treichler, die hier getreichelt haben und wir in diesem alten Posti und die Familie, die hier oben gewartet hat, war einfach wirklich nur schön. So, sind wir willkommen. Ich möchte euch jetzt gerade hier meine Familie vorstellen. Das ist mein Mann, der Stefan. Das ist meine Mama, die auch hilft in der Küche. Und das ist unsere Ladina. Also es ist im Fall so, bei uns hier, ich weiss nicht, ob Sie auch kennen, trinkt man Wein kaufen, also Wein Schwarzes.
Ja, das ist danke. Bitte gerne. Ja, zum Beispiel. Ja, bitte gerne. Kann ich angeben? Auch gut. Ja, das ist Bravo! Es ist Montagmorgen am 4:05 Uhr. Die Ladina ist vor 1,5 Jahren auf die Welt gekommen. Sie ist das erste Kind von der Yvonne und dem Stefan. Was hast du? Was? Ja, rausschleifen. So. Oh. Gut. Gut. So. Ist gut. Bist du noch ein bisschen müde? Gerade als sie auf der Welt war, haben sie es noch im Kreissalon gesagt, dass die Ladina Trisomie 21 hat. Ja, im selben Moment bin ich eigentlich gerade allein. Der Stefan war dann schon da oben oder schon rausgegangen vorne. Und da war es gerade im Moment schon ja, es war ein rechter Schock. Und dann, als wir auch da oben waren, im Zimmer mit der Ladina, ja, haben wir zuerst im Moment auch nicht gewusst, was sagen und machen irgendwie, aber schlussendlich war es ja so, als wir gar nie einen Test machen wollten und dass es für uns dann so auch gestimmt hat. Ja. Wenn der Stefan am Morgen vom Stau kommt, reicht es manchmal für ein kurzes Familienmorgen. Das machst du auch so wie das letzte Mal. Ja, machen wir genau gleich. Ja, wir sollen den Schutz eingelegt haben. Und dann ja sicher jetzt eine Woche. Ja, bis wir Samstag stellen. Eine Woche. Was machen wir heute? Der Stefan arbeitet 100% als Schreiner. Heute muss er in die Schule. Sagen wir Hey, tschüss. also. Tschüss. Ciao. Macht's gut, hä? Danke, Tschüss. du auch. Ciao, dieses Müsli. Das ist tschüss und Daddy. Das ist Müsli. Was nein? Tschüss. Hey, also. Tschüss. Also, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao. Ja, das ist etwas zu erzählen. Hä? Gell? Die Milch hat der Stefan frisch vom Stall gebracht. Ja, es gibt aus der Geissmilch gibt's Ziger. Machen für die Vorspeise, für die Spinatroulade rein. Also Frischkäse-Ziger, wenn man sagen will. Für dass es aus der Milch den Frischkäse gibt, braucht es Zitronensaft. Sobald die Milch kocht, kommt der Saft dazu. Der Zürich sollte die Milch anfangen zu flocken. Wo es ist? Jetzt müssen wir sein. Jetzt tut er eigentlich da die ganze Masse tut sich dann von der Seite ein bisschen trennen. Le voilà. Sieht doch schon mal gut aus. Jetzt muss der Frischkäse abtropfen. Aus dem Badzimmer wird kurzum ein Käse. Komm. Komm, kannst du auch mitkommen. Ja. So. Komm. Komm. Hey, Schäferli, komm. Gang zurück, Perla. Mach Platz. Schäferli, komm. Komm, Schäferli, komm.
Seit einem Jahr wohnen Heinzes hier oben. Sie haben den Hof von Stefan seinen Eltern übernehmen. Also für mich ist es hier oben, hier kann ich 100 Leute, wenn ich will. Und unten bist du, wenn du so in einem Quartier wohnst oder so, dann bist du einfach dort. Da sieht jeder, wenn du die Bettdecke raushängst. Und gut, wenn sie es da sehen, tun sie es auch. Aber bist einfach für dich. Und ich bin gerne hier. Sehr gerne. Komm mit! Neben den 40 Schafen gehören 20 Geissen, 3 Katzen und die Border Collie Hündin Perla zum Hof. So, da rauf, jawohl. Helfen? Komm mal, gell? Hopp. In der Küche dreht sich wieder alles um die Landfrauenznacht. Genauer gesagt um einen Geisspfeffer. Für die Beize braucht Yvonne Zwiebeln, Lauch, Rüebli und Sellerie. Die Menge bestimmt sie ganz nach Gefühl. Ich bin eine Köchin, die nicht unbedingt gerne nach Rezept geht, aber so bei den Hauptspeisen in dem Sinn, ich tue gerne etwas probieren. Mache zum Beispiel auch so eine Bolognese-Sauce, mache sie nie gleich. Ich denke jedes Mal, ach, das hast du wieder anders gemacht. Noch ein bisschen Wein rein und fertig. Die Beize sollte mindestens 6 Tage stehen. Also, dann wir den Keller raus. He? Schau, dass wir nichts ausleeren. Mit der Ladina ist sie gern an der frischen Luft. Immer eine treue Begleiterin ist die Border Collie Hündin Perla. Einsamkeit ist für die 31-jährige Yvonne ein Fremdwort. Also trotzdem, dass wir hier oben sind, habe ich mit ihr in dem Sinn eigentlich einen rechten Kontakt zu anderen Müttern. Das heisst, es sind auch meine Kolleginnen. Und das langt eigentlich auch schon. Also ich bin jetzt nicht die da sich danach sehnt, auf einem Spielplatz hocken mit Kindern und zu wissen von allen anderen, wie es ihnen geht. Ich glaube, es ist mit den Ängsten manchmal sehr am interessantesten. Mit den Ängsten auf der weißen Wand. Die Yvonne hat hier oben ihr Glück gefunden. Der Betrieb ist so übersichtlich. Es sind ja nicht viele Hektare. Es ist viel Handarbeit. Und gleich mag man es einfach eigentlich gäbig machen. Mit der heutigen Technik eigentlich sowieso, wenn ein paar Bläser oder gute Rächer haben wir auch oder Helfer wirklich. Aber es ist einfach so, es tut einem nicht belasten, als man denkt, man hat einen Betrieb und man sollte doch und man mag schon nicht kommen, sondern es ist alles in einem guten Raum und an dem habe ich auch aussinnig Freude. Ja. Hä? Wenn immer es zeitlich drin liegt, machen Yvonne oder Stefan den Stall am Abend zusammen. Im Moment haben sie ein Sorgenkind. Ja, die auch lässt eigentlich das Weisse saufen und das Schwarze hat sie einfach nicht so gerne. Ich weiss nicht wieso, was der Grund ist. Aber ja. Und darum müssen wir es jetzt halt ein bisschen anhaben und gleich plötzlich traut es nicht. Angefangen hat alles, wo sie im Sommer vor 8 Jahren auf der Alp zusammen gekäset. Mit dem hier, die zwei. Ich meine, man muss einander helfen. Ob sie jetzt mir da um Gada hilft oder ich in der Küche. Helfen. Ja, haben wir eigentlich auch von Anfang haben wir das eigentlich noch gut können. Also,
so haben wir uns eigentlich kennengelernt und gerade gewohnt und miteinander allein müssen arbeiten den Sommer durch. Und das ist, ja, das hat okay. Und auch miteinander Schritt gehen, miteinander Kraft. Hat jetzt noch jemand? Nein. Die Liebe muss sagen. Ja, das ist ja so. Also ich hätte, glaube ich, keinen besseren Mann finden als der Stefan. Muss ich echt auch sagen. Mit dem kann sich Yvonne gut noch eine grössere Familie vorstellen. So 1, 2 ja. Und wenn es nur 1 gibt, noch ist gut und recht. Und B, vielleicht 2, wer weiss. Ja. Gibt es vielleicht noch 1? Du bist letztes immer gleich plötzlich gesagt, wer weiß. Ja, genau. Nein. Ich sag nichts. Ohne Auto kommt man von da oben nicht weg. Einmal pro Woche fährt Yvonne mit Ladina auf Brunnen in die Physiotherapie. Oh, hast du gehört? Ja. So müssen wir runter. Ladina macht das, seit sie 4 Monate alt ist. Komm. Oh, kommst du zu mir durch? Bei der Ladina ist es so, dass sie eine tiefe Muskelspannung hat, von der Trisomie 21 her. Und dass ich möchte ihren Tonus, also ihre Muskelspannung, ein bisschen aufbauen. Und vor allem der Rumpf ist das Hängende. Und darum ist mir wichtig, so ein bisschen Bauchmuskeln, Rückenmuskeln. Hallo, Ladina. Ihre Fortschritte merkt man in dem Sinn, wenn Rita hier etwas sagt, das tun wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen üben oder das tun wir trainieren. Und plötzlich klappt es einfach daheim. Und ich wünsche mir einfach, wenn es an sie darf gross werden und glücklich und zufrieden sein, dann sind sie mir auch. In Ried, kurz vor Mutatal, ist Yvonne aufgewachsen. Da muss sie noch etwas abholen. Wow! Was sind wir denn da vor? Ein Grossi! Grüezi! Hallöchen! Sali, Sali, kommst du so gross, kommst du? Sali, Sali! Jetzt. Und danach könnt ihr einfach messen. Das ist dann. Genau, man muss einfach nur ein Messer an, oder? Messer nur eins. Gell? Für die Landfrauen will Yvonne nur das Beste. Ja, sie hat schönes Besteck da daheim und ich habe eigentlich, oder wir haben schon auch eigentlich noch schönes, aber es ist einfach nicht so ein festliches, wie vielleicht jetzt das von ihr hier. Ja. Das Mami Lisette steht am Samstag auch zusammen mit der Yvonne in der Küche. Also ich habe sie ausgesucht, weil ich weiss, dass ich da sicher sehr eine gute Hilfe habe. Und sie ist auch, sie schießt den Schutz um, macht den anderen an, räumt jemanden ein bisschen auf und ja, macht es sicher gut. Und sie kommt auch aussinnig gerne mit in die Küche. Ja. Also aussinnig gerne mal. Mir ist das, also ja, machen das, wie es die ist. Und sonst mache ich es nicht. Das ist perfekt. Ja. Wunderbar, tipptopp, danke vielmals. Ja. Schön. Könntest Es noch oben, hä? Also, Ja. gut. Danke. Bitte schön. Der Frischkäse ist genug gehangen. Zeit zum Schauen, was aus ihm ist geworden. Er bückelt gar nichts. Er hat schon vor der mal immer viel mehr gegeisselt. Also weißt du, so richtig
das mal das Gefühl, ja. Ja, ich habe das Gefühl, es ist noch besser rausgekommen, als ich gedacht habe. Super. Nicht so super läuft es im Stall. Ein Lamm fehlt. Komm einmal, da, du bist eine Schlaue. Hä? Ja, wo ist echt dein andere? Hä? Wo ist echt, wo gang gesucht sein ist, hä? Der Stefan macht sich Sorgen. Ja, das ist nicht gut. Keine Ahnung, wo das Schäfchen ist. Das müssen wir jetzt suchen, bis wir es haben. Eins hat sie Bienen und dieses Feld. Und das ist irgendwie nicht so üblich und normal. Also... Ja, ich weiß nicht. Die beiden geben nicht auf. Ihre Geduld wird belohnt. Nein, jetzt... Ja, wir haben es so gehört, jetzt so, dass es da hinten ist, dass irgendwo, dass er nicht geschlafen oder Hausmauer gezogen oder Holzbiegen. Das überschaut man so schnell. Ja, und jetzt haben wir es gefunden, jetzt ist alles gut. Aber jetzt lassen wir es zur Mutter ein bisschen Milch saufen. Beim Team Heinzer ist noch lange nicht Feierabend. Der Kochentisch sollte noch in die Stube für das Landfrauen zur Nacht. Ihr Wunsch ist am Stefan wirklich ein Befehl. Sie war schon Perfektionistin. Ja, seit wenn ich manchmal ein bisschen Stress habe, versorgen ich nicht alles und dann tut sie noch ein bisschen nachputzen. Ich kann es aber nicht so verstehen, als man nicht etwas führen kann und wieder versorgen kann, dort wo man es genug hat. Dann haben wir das ganze Jahr Ordnung. Und das führt manchmal auch zu Diskussionen. Aber das muss glaube ich so sein, weil man hat nicht irgendwie so, also die haben nichts zu reden. Nein, aber es muss so sein. Das wäre ja auch nicht gut, wenn man nichts zu reden hätte. Nein, aber es wäre irgendwie so ein bisschen langweilig, glaube ich. Also. Eins, zwei, drei. Kann ich noch zurück? Oder kann ich schon? Nein. Kann nur so. Ja, sauft. So. Hast du schnell? Jawohl. Musst du wieder Die Stube gehört am Samstag auch noch ein bisschen am Stefan. Er muss servieren. Es wird sicher nicht sein, wie so ein 5-Sterne-Hotel, aber Momo, ich denke, das bringen wir schon an. Wir haben das geübt. Du hast noch nicht alles so nach Plan gelaufen, aber ein bisschen guten Mutes. Mama, das kommt schon. So, also lüpfen. Also gut. Ja. Eins, zwei. Ich lüpfe noch dort. Oh ja. Aber nicht. So. Gut. Sieht gut aus, hä? Kommt gut. Berufsbildungszentrum Pfäffika Schweiz. Der Stefan besucht einen Kurs zum Thema Landwirtschaft. Das ist noch wichtig, dass ihr euch das eigentlich merkt. Wenn ihr das Fahrzeug in Betrieb nehmt, das ist ja gleich, kann man auch bei einem Auto anwenden. Dann würden wir ausgeben dürfen. Der Stefan ist Schreiner von Beruf. Mit dem eigenen Hof hat er aber noch eine zweite wichtige Aufgabe. Ja, die schon mal machen. Ich kann etwas dazu lernen, das, was ich schon kann. Und dass ich ein bisschen eine Ahnung bekomme von Maschinen und ja, drum und dran. Wer wagt es?
Stefan, darf ich dir das gerade so geben? Wo sehe ich das? Da sind 2 Löcher, wenn man es jetzt putzt, sieht man es. Würdest du jetzt hier auffüllen? Ja, das oder dunkel, darf man es auswechseln. Okay, ich weiss nicht, wie es ist von der Stunde her. Nein. Vom Hof allein können Stefan und Yvonne nicht leben. Unser Heim, daheim hat nur 4 Hektar und das ist zu wenig, um nur mit dem selber zu bauen. Und darum habe ich mich zuerst entschlossen, Schreiner zu lernen. Also ich eigentlich sage, das ist ja, für einen Schlusszeichen einen richtigen Beruf haben. Und dann nachher irgendwann so etwas noch zu machen, wie ich jetzt mache. Ja. Es wär schon schöner, wenn man bauen könnte. Das wäre eigentlich mein Traum, ja. Während der Stefan in der Schule sitzt, ist Yvonne am Vorschaffen. Zur Vorspeise gibt es am Samstag Spinnenrouladen. Eine Roulade hat mich aber immer schon eigentlich etwas Cooles gedacht. Und darum aber auch mit dem Frischkäse. Und dann habe ich eigentlich das gefunden, ich habe speziell nach dem gesucht. Und Spinat habe ich persönlich aus nicht gerne. Und dann habe ich das Gefühl, es könnte noch gut passen, wenn man es kombiniert. Spinat, Eigelb, etwas Käse, Gewürz, Mehl und steifes Eiweiß. Das ist die Mischung für den Teig. Und dann ab in den Ofen damit. Nach 12 Minuten kommt der Geiss Frischkäse drauf. Und ein bisschen angebrätelter Schinken mit Zwiebeln. Die Herausforderung an dieser Rolle ist eigentlich, dass sie wirklich es ist eine Art Omelette-Teig. Und dass sie eigentlich beim Aufrollen nicht bricht. Also wenn sie hier einen Schrank geben, sieht es einfach nachher doof aus. Am Anfang hat es mir jetzt ein bisschen einen gegeben, aber jetzt so tipptopp. Die Ladina ist beim Grossi. Yvonne nutzt die freie Zeit für die letzten Vorbereitungen für den Samstag. Hoi, salut. Schön, dich wieder hast du gesehen. Ja, gleichfalls. Tischläufer hat Yvonne bestellt. Die Karin, eine Freundin von der Yvonne, hat sie extra genäht. Du musst dir halt noch ein bisschen gelichten, gell? Ja. Ich musste zusammen tun. Genau 42. Wer abgemacht und zählt. Mein Stil zu dem Landfrauenessen hat sich eigentlich dann schlussendlich sehr am Geschirr angepasst, weil das ist das Geschirr von meinem Grossi, das ich jetzt erben in dem Sinn, wo jetzt leider im August gestorben ist. Und das hat, das ist noch so ein bisschen Blümchen und mir gefällt das aber sehr, so das Alte. Und weil es Blau drin hat, haben wir uns da eigentlich mit genau mit ein bisschen um und an haben wir uns für das Blaue entschieden. Ich bin sonst nicht so der Blautyp, aber ich glaube, für das Essen passt es sehr gut. Danke sehr. Auch mit dem Schnörkelband und so. Ja. Super. Super. So. Super. Danke. Aus den Nudeln gibt es Panna Cotta. Heidelbeer Panna Cotta. Ich habe mich für die Heubeere entschieden, weil wir haben hier gegen die oberweisse Wand, also wenn man bei uns hier noch weiterfährt, kommt eigentlich der rechte Wald rein und dort oben hat es einen Haufen Heubeerenstuden. Und dort gehen auch viele andere Heubeeren. Und wir waren auch und darum muss ich sagen, das ist ideal. Das Dessert ist aber nicht etwa fürs Nachdenken, sondern für die Landfrauen, die morgen kommen. Ich habe bewusst nicht das Dessert gewählt mit einer riesen Herausforderung, weil das nicht gerne. Ich mache eigentlich lieber etwas, wo man ein bisschen auf sicher ist und dass man weiss,
Also auch jemand geraten. Ich habe nicht gerne so Zeugs, wo dann irgendwie, wo ich weiss, ist auf der Kippe oder auch etwas Bachniges oder etwas auf den Punkt bringen. Da bin ich nicht so stark. Apropos auf den Punkt bringen. Hilfe. So, jetzt kann sie in die Gefriere raus, dass das ein bisschen gleitiger dick wird. Einmal pro Woche arbeitet Yvonne im Service, zu Brunnen in einer Beiz. Sogar am Abend vor dem grossen Landfrauenessen. Ja, ich bin voll jetzt lieber hier wieder als daheim. Also ich kann es gerne, wenn etwas läuft. Und ich bin froh, wenn es auch bei Feierabend ist, aber es ist gut. Ich freue mich auf morgen. Und dann ist er da, der grosse Tag. Die Decke gesucht, darum, hä? Ja. Gell? Hey, Les. So. Gut, jetzt kommt gerade die das Menü vorstellen. Ja. Mich sehen wir später noch. Danke vielmals. Danke. Ah, schön. Erzähl etwas, ein bisschen Salz. Also, du magst das, klar. Genau. Also, dann nachher, ja. Oh, jetzt. Ja, genau. Jetzt musst du nachher, genau. Das kehren und jetzt nimmst du es weg. Ja, genau. Also einfach ein bisschen warm könnte bleiben. Ja. Hey! Wie geht's? Gut. Wunderbar. Haben wir ein Hüngerli? Ja, wir sind gespannt. Ehrlich? Was der Koch ist. Super. Wir haben zur Vorspeise einen Wintersalat mit einer Spinat-Frischkäseroulade. Zum Hauptgang gibt es hausgemachten Pfeffer mit Polenta und Bohnenbündeli. Und zum Dessert haben wir ein Halbbeere Panna Cotta mit einer weißen Wandcreme und dazu ein Stück Kuchen. Wow. Super. Gut? Ich wünsche euch von Herzen einen guten. Und ja, genießt jetzt. Danke. So herzig mit diesen Geissen. Als nächstes kommt der Weisswein. Also, wenn du nachher reingehst, sagst du, es sei ein Sauvignon Blanc aus Schaffhausen, Kollegin von der Yvonne, sie eine gute Weinkennerin, sie Sommelier, wenn du sagen musst aber nicht. Nein, das sage ich nicht. Gut, ob es vor allem recht sei mit Weisswein und das ist eigentlich Schein. Und wenn jemand nicht Weisswein Wenn jemand sagt, oh nein, ich hätte lieber rot, dann sagst du, kein Problem, es geht im Moment, ich hole ihn nachher. Ja. Ist gut? Gut. Gell? Sauvignon Du Blanc bist nicht aus Schaffhausen. Ja, ich muss jetzt eben der meiste, der Name das, aber ich mag ihn schon behalten. Ah ja. Mal. Sauvignon Blanc, Savonin. Ja, aber genau, ich habe Angst, dass ich sage Savonin. Ist doch gleich. Nein, aber es kommt gut. Zum Salat hätten wir auch Weisswein, nämlich ein Sauvignon Blanc von Schaffhausen. Ist das recht, oder will jemand Rotwein zum Salat? Doch, super. Sehr gern. Du machst es gut. Danke. Merci vielmals. Mit der Vorspeise sind Yvonne und Lisette auf Kurs. Ist wirklich etwas, das wir jetzt sehr gut vorbereiten können. Mit dem Salat, mit der Salatsauce, mit dem Speckwürfel, mit der Frischkäseroulade. Ideal. Aber es sieht noch so frisch aus. Ja, das ist mit allem.
Die sind so der Hammer. Ja, die sind mega herzig. Merci vielmals. Schön. So herzig. So, jetzt wünsche ich allen recht gut mit unserer Vorspeise. Danke vielmals. Noch zu gut. Ja, gut. Schön farbig. Ich glaube, es ist gehackter Spinat. Was hat es da Süßes im Salat drin? Balsamico. Ja, Balsamico. Also der Wintersalat hat mir Hammer gedacht. Ganz eine feine Sauce. Dann hat es noch ein Geissle gemacht aus Blätterteig. Das hat mich wirklich fast grauen zum Anschneiden. Es hat so herzig ausgesehen. Geschmeckt hat die Vorspeise fein. Außer der Balsamico, der hat mir fast zu viel gewesen. Hat eigentlich den ganzen Salat dominiert. Das war ein bisschen schade. Ich mache ja auch Geissenkäse oder Frischkäse oder Ziger, wie man dem sagt. Aber es ist total etwas anderes. Bei mir ist er fest und bei ihr ist er so richtig cremig. Einfach ganz anders. Die Landfrauen bewerten jeden Gang einzeln nach verschiedenen Kriterien. Wer gewinnt, kommt dann aber erst im Finale aus. Zum Hauptgang gibt es Bohnenbündeli. Die sind gut immer gewürzt und können wir so rein tun. Genau, ja. Darfst du es auch nicht tun? Ja, ich hoffe, es ist ein gutes Zeichen, dass die Teller leer sind. Vielleicht haben aber auch die einen ein bisschen mehr mögen wie diese und haben die anderen ein bisschen zusammengeputzt. Das ist eben auch recht. Die Polenta kochen Yvonne à la minute. Und der Stefan, der übt den Namen vom Rotwein. Wein ist nicht seins. Ja, ich kann lieber anders. Was hast du lieber? Ich? Ah, ehrlich? Oh, nicht etwas Bier oder so. Super. Ganz gut? Ja. Sehr gut. Der Pfeffer ist seit 5 Stunden am Köcheln. Und der ist nachher. So, jetzt kommen wir zum Rotwein vom heutigen Abend. Ein Cabernet Sauvignon aus dem Wattland. Geht doch. Die Haare, weißt du? Ja, alles. Ja. Ist nicht besser. Zum Anita. Ich bin jetzt froh, können wir es anrichten. Haben wir ein einfaches, angerichtetes Menü. Wir haben dann noch das Gefühl. Und ich habe eigentlich das Gefühl, ja, man sollte ich das und das, aber es ist gut, es geht gut. Dass es Gizzi-Fleisch ist, wissen die Frauen nicht. Die Yvonne serviert den Hauptgang als hausgemachten Pfeffer mit Polenta und Bohnenbündeli. Also Schrittfehler und so. Ja. Danke schön. So, jetzt wünschen wir euch recht gut. Und wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr sagen, wir haben noch. Danke. Jetzt ist der Geschmackssinn gefragt. Super, Mami! Haugang ist draussen. Habe ich Freude. Ist auch Freude. Das ist immer so eine Sache. Ja. Hoffe ich jetzt sagst. Du sagst, es ist nicht scharf. Ich meinte schon. Ah ja, das auch gesagt. Es müsste Und wieso? scharf sein. Also, es schmeckt schon wieso scharf, aber es ist so eine andere Farbe vom Fleisch. Ja gut, das ist Vielleicht vom Rotwein. Steingelegt ist schwierig, das siehst du nicht fast nicht mehr. Ich denke, es geht, sie wird schmecken, glaube ich. Nein, ist echt. Wir gehen jetzt vom Menüvorstellung. Wir haben zwar nicht gewusst, was für ein Fleisch ist. Ich habe noch gedacht, es könnte Geiss oder Schaf sein. Sie haben ja Geiss oder Schaf. Es war ja Geissenpfeffer. Ich muss es so sagen, sicher sehr fein. Ich bin nicht so für das eingelegte Fleisch. Ich selber habe nicht so gerne Pfeffer. Gizzi koche ich nie, das haben wir nicht, das können ich nicht. Mir hat das toll gedacht, dass das auch traut, Gizzi zu machen. Das hat mich wirklich ganz, ja. Eigentlich ist etwas anderes, das finde ich toll. Das ist feine Polenta. Ja, das ist ganz feine, ja. Machen dir etwa die Polenta?
Ja, viel. Nein, selten. Aber die Wir haben nicht so viel. Die Kinder haben es nicht so gerne. Die wir lieben. Die Konsistenz, irgendwie, es ist nicht Witz. Machst du auch die fein? Ja, ich mache auch die fein. Mach mal die grob. Hast du das Gefühl, wäre besser? Ich habe selber lieber die fein. Viel besser. Ich habe einfach die feinen Polenta nicht gerne, weil das ist wie Grießbrei. Und wir meinen immer die grobkörnig und die haben die einfach lieber. Polenta, das habe ich noch nie gemacht. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Das habe ich eben nicht so gern. Aber es war sehr fein, also fein. Die Yvonne geht mit viel Fingerspitzengefühl ans Dessert. Oder auch nicht. Jetzt, ja genau. Noch einen Kuchen. Noch eine Creme. Und als Krönung ein Heidelbeere obendrauf. Wir haben nichts vergessen. Nein, hä? Ist gut so. Und dann ist es parat. Das Heidelbeer Panna Cotta mit einer Weisswandcreme und Kuchen. Jetzt oberst auf den Berg oben. So, jetzt wünsche ich auch zum Dessert noch alles Gute und Gute. Sehr gut. Gut zusammen. Nehmen wir alles blaues Mund. Das sind Heiden, Gell? ja. Und sonst Haselnuss, oder? Eine Haselnuss So wie nicht Inserschnitten. Beim Kuchen haben wir noch gewährleistet, was alles drin oder drunter ist. Es war jetzt wirklich ein Blätterteig unten dran und dann auch die Heidelbeerchen drunter und so ein Haselnusskuchen. Das war auch gut. Aber es ist ja ein Heubeere-Panna-Cotta. Merken ihr das Heu? Nein, die heißen Das ist auch Heubeere. Ja. Heidelbeere. Heidelbeere. Einer sagt Heubeere. Doch, wir sagen auch so. Doch. Da ist nicht der Heu drin. Aber schau doch mal die Farbe an. Es gibt im Fall heute alles von Heu. Ja, aber Heu wir sagen Tee, auch Heu Bad. Ja, schon. Ja, aber die Farbe Ja, ist das Heidelbeere. Ja, das spielt ja keine Rolle. Dann kannst du es ja nachher noch rot machen mit der Beere. Okay. Es gibt heutzutage alles mit Heu. Der denkt, wow, auf das freue ich mich jetzt. Dann hast du gedacht, wieso sagt jetzt niemand? Wieso, dass man das Heu nicht ausschmeckt? Und ich habe wirklich gedacht, bin ich jetzt deppert. Und dann habe ich so gefragt und dann habe ich auch voll lachen. Ja, jetzt ist eben das Heubeere, das sind anscheinend Heidelbeere. Es ist leer. Das 7. und letzte Landfrauenessen ist vorbei. Mama, danke. Bitte gerne geschickt. Wir haben sehr viel erlebt, sehr viel gesehen. Und es kann gar nicht mehr besser werden. Das ist ein Erlebnis, ich glaube, ja, das ist einmalig und das werde ich nie vergessen. Die Yvonne und ihr Küchenteam haben es geschafft. Wer gewonnen hat, steht aber noch nicht fest. Ich könnte nicht sagen, wer die Favoritin ist. Ich denke, wir sind zu nahe beieinander. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass jemand mega toll darüber ausgesehen ist oder jemand auch ganz schlecht. Absolut nicht. Also, es bleibt spannend, ich denke, bis zum letzten Moment. Dieser Moment ist morgen Abend in der grossen Finalsendung. Dann erfahrt ihr, wer die Landfrau 2018 wird.